Hallo beim nächsten Part Zelda Ocarina of Time. Wir gehen jetzt mal in Kakariko in die Mühle rein und schauen mal, ob da was ist. Fragezeichen. Hallo du, wer bist du? Ich wage es im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe Musik, ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt. Okay. Das wäre etwas für Spada. Gehe ich stark davon aus. Gut, A-Merker. Perfekt. Und jetzt, ja, gehen wir Richtung Todesberg. So schaut's aus. Geil. Der Todesberg. Gehen zu dem Todesberg. Und wir sollten registrieren, dieses Ding. Danke, korrekt. Hallo du, was hast du zu sagen? Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, bist du noch ein Kind? Sehr kannst du gar nicht lesen. Oh, das scheint in der Tat... es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Na gut. Dieses Mare, er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Ha! Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren. Zwergenheld. Haha. Okay. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du, aber deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie zum Beispiel, um den Schild zu holen und Rabatt von dir zu kriegen, ne? Wie gesagt, ich kann hier nicht weg, mein Job. Jo, dann machen wir das doch. Ab nach Hyrule. Warte. Ich hab gerade noch das Schulter lackiert. Perfekt. Ist mitgenommen, der Song. Aber heute wär's das denn? Ha! Das ist auch noch eine. Chillig. Okay, wir müssen uns aber auch schauen, dass wir nur mal ein bisschen Rupees zusammenkriegen. Selbst wenn wir dann Sparda-Rabatt kriegen. Wer bist denn du, mein Junge? Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Ja, besser widerlich als widerlich. Grüße gehen raus. What the fuck? Gut, und da sind wir ein Bazar. So, wir brauchen ja das Heilerschild. Kaufen. Du gibst mir doch Rabatt, Alter. Ich hab 77 Rubine. Das kostet 80, aber ich hab gemeint, der gibt mir Rabatt. Gibst du mir keinen Rabatt? Warum gibst du mir keinen Rabatt? So. Heilerschild. Kaufen. Die Wachen Kakariko schickt dich? Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen.
Ich hab 5 Rubine Rabatt gekriegt. 5 Rubine? 5 Rubine Rabatt? Es ist ja nix. Ein fetten Schild hinten drauf, Mann. Aber wir können uns damit nur ducken. Gut. Wir müssen zum Maskendude mal schauen. Das ist uns hier aufgetragen worden. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bereiten. Wärst nicht auch du gerne ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Oder ist das Schild zu deiner Linken? Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Vertrau mir. Alter, du hast anders den Pädoblick drauf, Mann. Fuchsmaske. Es gibt bisher bloß eine. Aber wir wissen, wer Fuchsmaske wollt. Und da müssen wir sowieso hin. Bei dem her, Fuchsmaske mitnehmen. Und dann können wir einmal schon in die Zitadelle der Zeit schauen. Im Hintergrund sieht man einen Todesberg. Schon eine fette Zitadelle. Zitadelle der Zeit. Wow. Krasses Ding auf jeden Fall. Da muss das Tor sein. Da müssen wir halt ja die 3 Steine Raidor. Und davor haben wir ja. So, ich wollte jetzt schon nochmal ins Haus der Skulltulas gehen, weil wir mittlerweile über 10 goldene Skulltulas besiegt haben. Und der erste ist schon wieder zurückverwandelt. Und da kriegen wir mal richtig geile Geschenke. Große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse und kannst insgesamt 200 Rubine tragen. Es ist sehr geil, weil es gibt dann auch Sachen, die über 99 Rubine kosten und dann kannst du die nicht mehr kaufen, weil du nicht mehr so viel Minima kannst und so. Also, du kriegst schon richtig geile Sachen und es lohnt sich auf jeden Fall. Vereinfacht hui. Ja gut, ich war wieder auf dem Friedhof unterwegs und habe Boris genötigt, überall ein Leher zum Graben. Ich habe wieder kein Geld mehr, nice, aber ich habe bemerkt, dass da auch noch ein Loch ist. Also ein Grab. Und da kommen wir rein und yeah. Ich glaube, da kommen wir Spade auch wieder mit Bomben durch. Halt, nevermind. Ich habe da gerade das Skulltula gehört. Die kann man, by the way, nicht anvisieren. Chillig. Es läuft gut, wir kommen voran. Wir kommen überall ein bisschen voran. Außer beim Grab. Da frage ich mich, warum das scheiß Herz da nicht kommt.
Aber Boris ist ein Ehrenmann. Dafür, dass er uns das komplette Geld aus der Taschen zückt, grabt ihr wie ein Weltmeister. So. Der Wache müssen wir ja die Fuchsmaske da verkaufen. Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, würdest du sie mir verkaufen? Ja, natürlich. Mein Sohn wird sich sicher sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Ja, schon klar. Aber wer kriegt denn dann die nächste Maske? So. Ich habe gesagt, wir müssen nochmal auf die London Farm am Dorf. Und hier machen wir das. Auch noch ein bisschen was zu erledigen. Haha. Natürlich ist das Wichtigste zuerst. Marlon. Hallo. Stehst auf der Weide? Was geht ab? Ah, der Feenjunge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin, hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Ja, schon. Es hat bloß Schiss. Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Ja, Mann. Und was können wir sonst zu machen? Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Nur klar, Mann. Let's go. Ich muss echt nur näher hingehen. Jetzt. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Eponas Lied. Du hast Eponas Lied erlernt. Und die Eule ist am Start. Oh, ein Schumbock mit Epona. Gut, dann hält man das auch wieder. Das war actually notwendig, dass du das machst. Also, was notwendig ist, ist halt für Sparda wichtig auf jeden Fall. So, jetzt machen wir noch was anderes Wichtiges. Und zwar pennt da schon wieder Talon. Was du, bin schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist, vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wäre es da mit einem kleinen Spielchen. Hast du Lust? Die 3 Hühner hier sind super Hühner. Ich werde sie nur mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Was mit? Es kostet schon wieder was. Ja, okay, let's go. Finde sie. So, das ist die erste da. Die anderen waren weiter links. Hallo? Hallo? Darf ich die bitte nehmen? Nein. Darf ich die nehmen? Hallo, ich möchte die nehmen. Okay, perfekt, Nummer 1.
Vielleicht ist das eine... Bist es du? Jawoll! Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Echt? Okay, ja. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest. Fucking Win-Win-Situation. Hell yeah, Mann! Haha, war doch nur Spaß. Hier, nimm diese Flasche London-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert? Kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Die 2 Flaschen! Check! Und wir haben ein bisschen Heal dabei. Schon sehr nice. Ja, genau, das war halt so der Punkt. Ich wollte die 2 Flasche haben. Hallo? Darf ich rausgehen? Danke. Und was ist da oben? Ach, wir waren so kurz davor, Marlon zu klären. Ja, ist halt, was soll ich sagen? Ein Raum. Ja, irgendwo muss man ja wohnen, gell? Okay, da war jetzt nichts. Außer ein paar Rupees. Die will ich mitnehmen. Wir sind ja arschknapp bei Kasse. Gut. Dann war's das wieder. Von der London Farm. Und jetzt gehen wir wirklich Richtung Todesberg. Hat lang nur gedauert.